Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. An der Woche vom 14. bis 17. Dezember findet zu Straßburg die letzte Plenarsitzung vom Europäischen Parlament von diesem Jahr statt. Da das auch die, wo zu Straßburg den traditionellen Christmarkt ist, was besonders die Tausende von Visiteuren freut, die uns an diesen Tag besichtigen kommen, auch aus Lützeburg, die mein Kollege Georges Bach, Frank Engel und ich empfangen. An der Dezember-Plenarsitzung wird immer definitiv über das Budget von der Europäischen Union aufgestimmt. Das geschieht am Donnerstag, den 17. Dezember, und da wird am Plenum das Dokument feierlich vom Parlamentspräsidenten unterschrieben. Die Ausgaben von der Europäischen Union für alle Institutionen, also das Parlament, die Kommission, der Ministerrat, die Cour de Justice, die Cour de Comptes und die solchen Agenzen belaufen sich für 2010 auf 123 Milliarden Euro. Schon monatelang diskutieren und sogar streiten wir zwischen Parlament, Kommission und Ministerrat über dieses Budget. Eine lange Prozedur, aber schlussendlich müssen wir uns einigen, aber das Parlament hat das letzte Wort. Zu Straßburg stehen aber auch noch eine helle wohl andere Punkte im Ordre du Jour, für die zerlegen wir von morgens 9 bis nur 11, 12 Uhr Tage, natürlich mit einer kleinen Mittags- und Abendspause. Die schwedische Präsidenz, die ja den 31. Dezember rüber ist, die möchte Bilan über das, was sie gelesen oder erreicht hat. Ich bin selber nicht begeistert über Einzeldossien, an denen sie geschafft hat, besonders war mein Rapport über die Reform von einer Direktive von 1986 für die Gleichbehandlung von selbstständig tätigen Männern und Frauen an ihr Conjoint betrifft, die Conjoints, die am Betrieb mitschaffen. Ich komme an einer späteren Emission nach ein Kehr auf das ganze Problematik zurück. Gott sei Dank und Schweden am Dossier Fiscalité de l'Épargne, der ja Lützeburg stark interessiert, nach nicht fertig gebracht. Die Wirtschafts- und Währungskommission vom Europäischen Parlament, an der ich mich als Member voll ersetzen, hat am 7. Dezember die Möglichkeit, einen schwedischen Minister zuzuhören. Den hat den Bilan von unserer Kommission von der Präsidenz an den Domänen gemacht. Ich habe die Gelegenheit genutzt, für ihn ganz klar zu sagen, dass ich mit ihrer Haltung nicht einverstanden bin. Die Schweden mengen noch für die sogenannten Steuerparadiese Dreschen zu lehen, mit denen automatischen Informationsaustausch zwischen den Ländern über alle Einkommensformen von allen Bürgern machen. Also nicht den OCDE-Standard, der heißt Informationsaustausch sur demande, wenn eine solide Ursache da ist. Dafür treten wir ja am März, auch zu Lützeburg, praktizieren das. Wie ich dem schwedischen Minister gesagt habe, dass die beste Lösung für sicherzustellen, dass jeder Bürger Steuern bezahlt von Einkommens aus Spursuen, Placementen, die nicht aus seinem Land angelöst sind, dass die beste Methode die als von der Quellensteuer, da hat zwar das nicht aufgestritten, aber hat aber gemeint, sie wollten auch wissen, where the income comes from, hat mir auf Englisch gesagt. Das heißt, sie wollen genau wissen, nicht nur, dass Steuern bezahlt gehen von dem, was in einem anderen Land platziert wird, aber wovon das Einkommen genau stammt. Und das ging Quellensteuer ja nicht
erlaben. Es sind die Sohn, man will ja auch das ausweiten, nicht nehmen ob Akkommes aus Zinsen, mehr aus Filaner Produkten, sind doch die wollen, das ging ja nicht erlauben, die Quellensteuer, dass sie ging steuern auf singem Vermögen an andere Länder bezahlen. Zum Beispiel, wenn ging Erbschaften machen an einem anderen Länder, da ging ja die Quellensteuer das nicht erlauben. Und dafür muss das also gemacht gehen, Échange d'informations automatique tous azimuts. Ich habe ihm gesagt, dass den Échange automatique d'informations tous azimuts nicht bringt, weil Steuerverwaltungen die zigtausend Informationen ja einfach nicht managen können. Der Beweis, eng Dame, die an der Sitzung war, wo sie mich gehört hat, das argumentieren, als bei mir kam und hat gesagt, sie hat Akkommes an einem Land, an dem sie nicht ging wohnen. Beitländer, die auch vorkommen, an ihrem Fall praktizieren den Échange d'informations. Nicht Quellensteuer, wie mir zu Lützeburg. Mir hat man gesagt, sie bezielt keine Steuern Akkommes aus dem Land, wo sie nicht will, wohnt, weil den Informationsaustausch zwischen den zwei Ländern einfach nicht funktioniert. An Steuerverwaltungen, in denen zigtausenden Informationen, die sie so automatisch kriegen, ersaufen. Aber davon wollen all die sich obstinieren, für Bürger auch bis auf Themen auszudoen und auszuspionieren, nicht wissen. Weil sie mengen, Lützeburg wie so ein Steuerparadies, was schon nicht der Fall ist, werden wir mehr am Parlament, an der Regierung, nach einer spanischen Präsidenz, die den 1. Januar für 6 Monate aufhängt, weiter mit dem Dossier auseinandersetzen müssen. Zu Straßburg diskutieren wir einen Bericht vom Conseil Européen an einer Erklärung von der EU-Kommission über die Konklusionen vom Europäischen Conseil von der Chef d'État et de Gouvernement den 10. und 11. Dezember zu Brüssel stattfindet, weil ich das Emission schon wo ich mit der Schweiz schon den 8. Dezember zu Brüssel abholen muss, weil der Kongress von der Europäischen Volkspartei den 8. und 9. Dezember zu Bonn stattfindet. Und ich tue noch auch nach an eng Sitzung op Mexiko muss von der Delegation vom Europäischen Parlament mit diesem Land, kann ich dazu haut nicht mehr sagen. Merci, dass der Astrid Lulling TV geguckt hat. Bis die nächste Kehr.